Aufgepasst, aufgepasst. Eventuell musikalische Fehler sind an diesem Podcast bewusst nicht verbessert gehen. Kandidaten und Kandidatinnen an diesem Podcast sind keine Sänger oder Sängerinnen. Und auch der Serge wird die Stecker nie für geprüft. Dafür, wenn ihr Fehler fand, könnt ihr gerne halen. Viel Spaß! Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know we're talking about a revolution? It sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know better run, 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 run. What's saying you to run, 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 run. Finally the tables are starting to turn. Don't talk about revolution, hold on. Talk about revolution, hold on. Talk about revolution, hold on. Impressionant Stimme, aber schön Stimme. Merci, merci. Ja, wir noch ein bisschen, also für dich, wo wir da spielen, ne? Bisschen geknebelt. Das ist am Anfang ein einfach Lied, weil es sind immer die nämlichen Akkorde. Nee, dann ist es einfach schwer, die Phrasierung. Ja. While they are standing in the welfare lines. Ja. Also von der... Crying at the doorsteps of those armies of salvation. Ja, das ist ziemlich schnell. Das ist schon bald ein bisschen Rap. Das ist ein bisschen so skandiert, Rap-mäßig. Wow. Tracy Chapman. Ja. Okay, für was das Lied? Ich hatte ein Lied raussichen und war aber zufällig wird sein Album dieses Sommer Geburtstag gefeiert und war eine Emission am Radio gekommen und dann sind bei mir ganz viel auch so Kindheitserinnerungen aufgekommen. Ne? Ich weiß immer, dass ich, also zu meiner Zeit konnte ich nicht auf dem Internet nur sicher gehen. Ne? Das heißt, du hast einfach Fernsehen geguckt und dann hast du Bild. So ja. Und dann einfach, ich weiß nicht, was man geguckt und ob wir am TV geguckt und dann so. Und dann habe ich gesagt, für was heißt hier Tracy Chapman? Für was wird seine älteren Himmel Mädchens nun gehen? Weil er hat einfach mega kurz Haar und seine Stimme war auch noch nicht, weißt du, so mega feminin, weißt du, so wie Mariah Carey oder so. Und dann, ja, für mich war das schon ein bisschen als junges Mädchen, so ein bisschen so perturbant, bis ich jedenfalls ein Keamat kriegte und dass da war eine Frau aus. Und du warst an der Reihe. Ja, warum alles an der Reihe gesagt, wie konditioniert wird schon als Kind. Und dass ich das nicht so kann ahien und dann finde ich das dann so. Wie alt warst du ungefähr dann, du so? Wenn ich aus der rauskomme. Boah, das weiß ich noch nicht. Hat man müsste gucken. Ja. Sonst, wenn du Geburtstag hat. Aber schon meinst du nicht am Nachtschaft? Ja. Vielleicht ein Nachtschaft. Ja, aber da war ich aber recht 7, 8. Ja. Den Text wirst du noch nicht verstanden? Nee. Den Text habe ich im Moment nicht verstanden. Das könnte aber immer Trick. Ich meine, das sind. Also, der Klassiker, ne? Das ist absolute Klassiker. Mittlerweile ist das totale Klassiker. Und da könnte an der Jugend, dass da auch kommt, und natürlich eben an den militanten Krise, dass da auch ein Lied, den immer gerne gesungen wird. Ich fand doch
Ich meine schön, weil da war ein bisschen so wie ein Theaterstück, mit da schon eine Geschichte, ne, weißt du so. Und dann stellen ich mal vor, so die Leute, die, wen am Lied du seht, sie stehen an der Schlange für ihren Ticket sicher zu gehen, für sich überhaupt keine Lebensmittel kaufen zu gehen, sie stehen an der Schlange für können eine Arbeit zu kriegen, ne, das ist ja auch, das was zu der Zeit schon an den States war, wo den Haut auch zu Lützburg gesagt, dass sie trotz Arbeit sich muss aber trotzdem an Office sozial melden, weil er nicht genug Geld zum Schluss vom Monat hat für Damit geht überall an Blut. Ja, voilà, weißt du so, und da sind trotz Arbeit, aber trotzdem muss noch ja, ein bisschen Häsche gehen, für können ja, voilà, dann vom Mund zusammen zu kriegen, das ist eben das, was sie eben so an dem Lied, an wie die Revolution dann eben mit einem Pösperen, dann so an den Schlangen dann da organisiert wird, so stellen nicht mit, durch eben das Pösperen, durch eben das auch weiter so, gesehen ich auch da dran, so weiter, nur fängt die Revolution. Genau, und zum Schluss, and finally the tables are starting to turn. Ja. Ja. Endlich drehen sich Döcher, das ist kein Ausdruck, den man plötzlich so sieht, aber Zeiten ändern sich. Ja. Und dann, wenn ihr Haus guckt, dann habe ich aber die Impression, dass die Tables noch nicht so Nee. geturnt sind, oder? Ja, also, ja, ich habe schon einfach das Gefühl, dass so ein bisschen so Fatalismus ein bisschen so abkommt, dass die Leute vielleicht schon abgehen wollen oder eben alle Revolutionen, die nur gefangen hat, wie soll ich so ein Erfolg zu gehen, als ja aber auch erdrückt gehen. Das kennt ihr noch mit den Communes de Paris so, oder Kuba oder nach anderer kennt ihr das auch immer so. Und sobald es eben nicht an dem kapitalistischen Reihenfolge funktioniert, dann wird ihn nicht akzeptiert. Ne? Den aber vielleicht das ist doof. Bricht man Haut dann noch eine Revolution, oder wie? Also ich strebe ja nach immer irgendwann sein meinem Leben einen Generalstreik zu erleben. Ne? Das bist von geholt alle Menschen von Verkehr erlebt tun. Ja. Das wäre wirklich, dass man wirklich so ein Haie-Kitlo wirklich durch. Wir opfern uns immer mal so und können nicht dabei raus. Meine Eltern sind Katholiken und wir sind auch an die Kirche gegangen. Und irgendwann, voilà, wenn ich dann Teenager wird, realisiert den, merkt ja quelque chose qui cloche. Weißt du, so, sie predigen etwas, wie einerseits, wie soll ich so praktizieren sie nicht wirklich das, was sie predigen. Ich war auch Viertchen, ne? Ja, voilà. Du warst aber auch ganz brav Kant dann, Zeit lang. Nee. Ja, bis irgendwann, wo ich gemerkt habe, dass brav von Gehol gut nicht bringt. Also ich habe das Gefühl, ich war immer brav, weil ich ja so lange meine Eltern kommt, weißt du so, das heißt, ich war brav und dafür konnte ich, weißt du so, als Relation ist dann gut abgegangen. Mit Bemol, wo ich andere Sachen gefragt habe, wie zum Beispiel mir lange rauszugehen, bei einer Freundin zu vernöchten oder ein bisschen so, das was neben Teenager eben in dem Alter du möchtest, dann ist immer so der Satz gekommen, die Frauen schlafen nicht außerhalb vom Haus. Okay. Ne, voilà, das war ein bisschen so ein älteren Teenager-Konflikt eben an dem Moment. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es mir voilà, ein bisschen so durchgeht, ein bisschen zu Rebell, ein bisschen NRW und ja. Ich war auch ein guter Schüler und so, und ich konnte aber nicht das von meinen Eltern, weil ich ein bisschen so negociieren. Nee, ich war einfach tabu, fertig. Okay. Und dann war ich so, nee. Weil ich hatte aber so das Gefühl, dass meine Schule an Lützeburg von Gehol von mir verlangt hat, dass ich so wie Lützeburger klingen, so wie Lützeburger mich verhalten, ne?
assimiliert, ne, also voilà, weil, integriert. Weil das ist ja die perfekte Integration. Ja. Und dann hast du aber auch die Eltern einerseits, die aber auch eine Kultur mitzuspringen und die auch leben. Und da warst du so am Clinch mit den zwei. Ne? Und dann irgendwann sein ja so und ich einfach für mich auch entdeckt, dass ich alles von Geroll kann als Identität uneignen und dass es nicht besser geht wie den anderen. Ne? Also ich wissen da doch immer, wenn es der Spruch, ne? Also du kannst ja in einem lützebusche Schulsystem an den Mammuspruch geht ein bisschen so acknowledge, das heißt vergiss und du musst alles neu lehren, obwohl ich schon von daheim hast gesprochen hat, ne? Und dann musste nee, das Lützeburg und dann lehrst du Lützeburg und dann kannst du und dann musst du Deutsch lehren, ne? Mega konfus. Ich das mal zu dem Moment von und dann bin ich mal am Englisch, voilà, du warst schon fertig mit den Nerven. Aber voilà, das ist der Clinch zwischen den verschiedenen Identitäten, bis du irgendwann auch lehrst, all Identität, die du ja anders gern zu haben und die auch zu akzeptieren. Mehr Identitäten, oder? Ja, es sind da mehr, es sind da auch paar, die kannst du ja auch ganz wegfallen lassen, also so wie zum Beispiel die Religion, voilà, das tue ich für mich so als Praktikant ganz weglassen, das ist nicht, dass ich Werte weglassen mit der Institution, Kirche, so wie sie halt funktioniert, kann ich nicht da voilà, d'accord sind und eben an einer Linie sind, Martine. Wie gesagt, du dann Identität? Das ist wirklich eine schwere Frage. Ich spüre mich zum Beispiel auch nicht integriert zu Lützeburg. Weil ich stark Lützeburger bin, männlich, kein Problem an dem Sinn hat, mit meiner Identität zu verteidigen oder so. Ich spüre mich gut nicht integriert in der Gesellschaft. Ich meine, natürlich jeder ein bisschen den sich wird oder den findet, die Umwelt oder das System, an dem du lebst, also nicht so, wie du dir das vorstellst. Okay. Politisch bin ich von der gehen, wo ich Leute getroffen und zwar war ein Komitee Spencer, ich weiß nicht, das war eben eine Gruppe, eine Assoziation von kapverdischen Jugendlichen, die zusammengekommen sind, wo das Spencer, zu Lützeburg eben, wo den Spencer für einen Café de la Gare durch eine Klepperei umgekommen ist. Und das war von Geholt so Kommemoration für, dass sie Gewalt nicht soll verherrlichen, zumal dann so Situationen, wo eben junge Menschen davon umkommen. Und dann die zweite Ziel war aber auch die kapverdianische Kultur mal unzueignen, selber als Kanal von kapverdianischer Migration an den anderen Leuten die kapverdianische Kultur aber auch beizubringen. Und da hat eben die ganze Violence juvenile eben eine Rolle gespielt. Ne? Und darüber raus, als dann auch eben die ganze Diskussion über Rassismus eben aufkommt, wissen so, wie sich eben so gegenseitig so ich will nicht so klar nennen, aber voilà, dann hast den einen von einer Community, den anderen von der anderen Community, und dann meinen sie müssen sich bekriechen oder so Sachen. Und du spielst eben Rassismus oder Fremdenhass, aber definitiv eine Rolle dabei. Vom Komitee Spencer aus hier habe ich den Gary Dietrich kennengelernt. Den auch schon heißt. Ja, den auch schon heißt. Und da rufen wir ausgebildet als Peer-Trainer ganz am Anfang. Das heißt Peer-Trainer für alles, was Antidiskriminationsworkshops waren. Schon damals 2007 war das. Und da sind wir eben an Klasse gegangen und haben eben so Workshop mit einer Jugendlichen gemacht, über was das eine Erdrückung, für was
war das Rassismus, war das Homophobie und da sind wir eben durch die Diskussionen ein bisschen Definitionen mal überhaupt uneignen, ne? Dass es eben eine Erdreckung gibt und dadurch habe ich eben auch meine Studie, nicht daran gemacht, aber ich bin aber dann noch an den sozialen Bereich gegangen. Ich wollte ja Geschichte am Anfang studieren. Und sind Java eben an den sozialen Bereich rangegangen und dann, ja, voilà, du musst die Workshops einfach immer weiter und dann kannst du an die Arbeit leben und dann merkst du, dass zum Beispiel, ja, wenn ich den Kontrakt, den ich dann hatte, soll nicht wo, wie, und ich gemerkt, dass zum Beispiel, ja, voilà, den verschiedenen Arbeitsrechte gar nicht respektiert wird, weißt du, dass du zwar am Anfang vom Monat zwar einen Arbeitsplan kriegst, ne, mit den dann aber all zweiten Tag aber trotzdem wechselt, ne, und du dich überhaupt gar nicht kannst so richtig ablangen, weil ich schon während der Arbeitsstunde meine Ausbildung gemacht, ne, das ist schon aber ein bisschen trotzdem lehren und dann einfach gemerkt, dass es ja, voilà, dass es unfair zugeht auf der Arbeitsplatz. Und für mich war immer klar, entweder gehe ich eben an die Gewerkschaft oder ich engagiere mich politisch, also über die Sozialarbeit raus, weil das politisch trotzdem was Sozialarbeit beeinflusst und Leben von den Leuten am Alltag. Ne? Voilà. Da bin ich eben 2013 gefroht, durch die Zeit habe ich zu Irpeling auf der Sauer gewohnt. Da war ich eben 2013 schon mit die Nordsektion von die Link gegründet und mit entfallen. Ah, gut. Ja. Und du warst an den Start gekommen? Wir sind nicht Stadt da, also ich sind Träger an den Start gekommen. Und du warst carrément am Gemengerot? Ich war auch 3 Jahre am Gemengerot durch den Rotationsprinzip und ja, und du aber ganz viel gelernt und wow, ja. Wow. Da geht Was ist da wow, geht es wow. ab. Wow. Ja, man, ja, merkt einfach, wie sich verschiedene Parteien sich von Klischeen ernähren. Ne? Also ich war ja da dran, wo die ganze Geschichte eben von den privaten Agenten eben abgekommen ist, noch die ganz Heischert-Geschichte. Das war ja die Periode, wo ich am Gemengerot war. Und, ja, das war schon ein bisschen so fremdschämend. Ne? Also du hast auf welchem Niveau wie fährt der schwarze Mann gespielt ging, ne? Weißt du? Okay. Und das war ja eine Gürtellinie. Und ich gemerkt, dass ja, für politisch gut zu stehen, serviert den sich von allen Sujets, die ihnen einfach nur Punkten bringt, Wähler bringt. Und war schon ein bisschen degoutiert. Hallo, gehst du mal an? Das ist als Spitzenkandidat Ja. im Zentrum. Ja, das geht als Spitzenkandidat am Zentrum. Aber da bringst du die Revolution. Oder? Ich hoffe, dass die Revolution von den Leuten kommt. Also, dass es die Revolution nicht von der Politik kommt, sondern dass es von den Residenten kommt. Muss schon bald. Ja, muss schon bald. Engagement war immer etwas, was mich ganz gemäht hat. Ne? Also ich kann nicht nur von der Arbeit leben, ich kann aber auch nicht nur von einem Gemäßgart leben. Ne? Weil verschiedene Leute haben Gemäßgart als ihren Revolution-Engagement und ich habe dann eben politischen Engagement. Der Gemäßgart als Politik sozusagen. Ja, nee, also können auch Tag zu leben, das ist auch vielleicht das Richtigste. Ne? Ja. Ja, aber du brauchst das einfach gehört zu dir. Ja. Okay. Dann musst du zum Aufschluss einen Anfang sagen. Ja. Don't you know, talking about the revolution song. Like a whisper. What is standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines,
rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know we're talking about the revolution? It sounds Like a whisper. Klapp. top. Ja. Merci. Merci auch. Wenn wir noch ein bisschen proben, können wir das als Duo live bringen. Ne? Ja, okay. Ich Ja. muss just den Refrain noch. Ja, es sind noch so Plätze am Run, Run, Run. Ja, Da weiß ich ja, auch nicht, ja. auch nicht genau, wo du fängst. Run, 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 run. Ja, nice. Ja.